Ja, wir würden, der zweite Vortrag ist, dass die andere begleiten als Segen für die Gesellschaft. Aber bevor ich da etwas sagen möchte, möchte ich erst noch mal Gelegenheit geben zu den Fragen. Es sind schon ein paar Fragen angekommen, falls mehr Fragen sind, will ich das vorziehen und dann den Vortrag anschließen. 好，那神父呢，他现在先要改变一下顺序哦。他说我们因为第二个主题是讲到有关基督就是陪伴助人者如何成为社会的祝福。那因为这个题目是比较属于一种鼓励性质的，所以他是想要把这个题目放到最后面讲。他现在要让大家提问，因为这边已经有2个问题，所以刚刚好像还有朋友想要提问的，可以在这段时间先他想说开放提问，包括早上的问题或者是现在的问题，刚刚演讲的问题都可以。那我们就先可以有一些讨论问题。那如果都没有提问的话，神父再继续讲那个祝福的意义哈。好，那这边已经有2个问题，一个就是说有一个他这个是发生在安宁病房的一个案例。那这一个写的人他是一位陪伴的志工。那他的案例是这样，就是说有一个先生哦，那在这是已经发生完的事情，就是太太已经过世之后的事。那么这一个先生这个状况是这样，那个本来呢他太太就是癌症一直复发，然后后来他这个太太因为对癌症的积极治疗已经觉得很累了，那他就不想，太太本身不想再治疗，想要转到安宁病房。但是呢，这个先生他就不想放手，就想要坚持用积极治疗的方式。然后这个太太在后来就吃不下饭了嘛，那先生就坚持说，那你就叫医生说，那你开刀，那一定要就是医生开刀。结果呢，医生没办法，因为家属要求，所以后来医生开刀之后把肚子一剖开之后，叫那先生就进来看，那先生自己也都吓坏了，因为整个虾腹全部都是癌细胞。那结果有些人就很难过，就是真的吓到，然后后来在缝合之后，因为不能治疗，不能割除，那缝合之后就太虚弱，就太太就开刀之后一个礼拜，很快就走了。结果后来这个先生就非常的自责，一直到现在。那这些志工陪伴他先生的这些就是志工们呢，就因为虽然太太走了，但是他们跟这对夫妇陪伴已经一段时间，所以就继续去关心这先生。但是先生就一直活在自责的里面，那这时候该怎么办？Zunächst ist natürlich verständlich, dass er ein schlechtes Gewissen hat und sich den Vorwurf macht, weil sein Wunsch war gegen den Wunsch der Frau. 那当然呢，因为这个先生在之前做决策的时候，他就是没有符合他太太的希望，然后因为他太太想要安宁，然后他不愿意嘛，那就坚持要做积极治疗开刀。那后来因为这样他还过世，所以当然他内心会良心不安，会自责。Eine Hilfe ist zu sagen, die Frau macht ihm keine Vorwürfe, die ist jetzt im Frieden bei Gott. 那第一个方式呢，当然就是跟这个先生说呢，你的太太她现在已经在上帝那里了，她不会再用任何方式责备你。Wichtig ist, dass der Mann nicht um die Schuldgefühle kreist, weil das Kreisen der Schuldgefühle verdrängt manchmal auch die Trauer. 那重要就是说，不要让这个先生一直在那个自卑
Es soll es nicht verdrängen, er hat den Wunsch der Frau übersprungen. 那他也不用。Der Mann sollte nicht verdrängen, dass er den 那当然，他也不能逃避说他当时或者说故意没有看见说他当时事实上是就是违背他太太的意愿做出这些决定的。他也不能逃避说他的那个决策是违背他太太的意愿的。Aber es hat keinen Sinn, wenn ich sage, hätte ich doch das nicht gemacht. 那但是这也是没有意义。如果他现在一直说啊，我当时要是不要这样，我当时要是不要这样，在那里后悔，这也是没意义。Er soll jetzt beziehen auf seine Frau, die ist sowieso irgendwann gestorben. Also, es ist nicht so entscheidend, ob die eine Tag vorher oder nachher stirbt. 那这个其实就是让他先生知道说，其实他太太早晚都会过世，不管是提早一天过晚了一天，他太太总是会走。那么他应该要在这个时候，就是说跟他太太建立一种新的关系。Also ich würde ihm auch diesen Briefwechsel raten, der Frau einen Brief zu schreiben, sich entschuldigen, dass er den Wunsch übersprungen hat, aber dann auch einen Brief von der Frau an sich selber schreiben. 然后，所以神父建议的练习就是让这个先生呢，就是用这个写信的练习，他可以写一封信给他的太太，然后再站在他太太的角度写一封回信给自己。Und dann, immer wenn diese Schuldgefühle hochkommen, das ist vorbei, jetzt geht es darum, die Frau will nicht loszulassen und eine neue Beziehung mit ihr aufzubauen. 那么，所以当他用这个方式之后呢，他先可以不断的，如果这个罪恶感还是一直偶尔都会出现的话，那么就会让他先练习，就是跟自己说，这个都已经是过去了，然后要放下他太太已经走了这个事实，然后必须跟他太太又在心理上建立一个新的关系。Und er soll eben das Positive daraus sehen, was ist ihre Botschaft von ihm. 然后再用正面的方式去问自己说，那他的太太想要留下怎么样的讯息给他呢？好，有个问题是，有听会有说过自杀者不能进天堂，而神父能不能用从圣经的观点来说明自杀者跟天堂的关系？Und auf der einen Seite, Suizid ist uns nicht erlaubt. 那当然，一方面来说，自杀对基督徒来说是不允许的。Unser Leben ist in Gottes Hand. 我们的手都是我们的生命是交托在上帝的手里的。Aber die meisten Suizide sind nicht absolut frei, sondern sind aus Depression oder aus Verzweiflung. 但是呢，很多人的自杀并不是自己愿意的，而是他们是受到一些问题的捆绑，比如说他们是内在有很多的他可能是内在已经无助到极点了，已经失望、沮丧到极点了，或者他内在呢已经是忧郁到极点。Und es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. 所以我们实在是不可以再去责备他们，或者是批判他们。Und wir vertrauen, auch der Suizid begangen hat, stirbt in Gott hinein, in die Liebe Gottes hinein. 但是我们绝对可以相信说，即使他是自杀过世的，他也是会他死后呢，他也是躺在上帝的怀抱里的。In der Liebe Gottes wird er natürlich auch seiner Schuld begegnen. 那在上帝的爱当中，当他过世之后，他遇到上帝的那一刻，在上帝的爱当中，他就会看到他自己所犯的错误。Aber die Liebe Gottes ist stärker als die Schuld, wird die Schuld auflösen. 那上帝的爱呢，是大过于他的他的这些罪过的，是可以把它去掉他的内心，他的这些罪过。Und das ist dann sein Weg zu Gott. 所以这也是他自己能够迈向去面对上帝的这条道路。Ich kenne sehr religiöse Menschen, die trotzdem Suizid begangen haben, weil es einfach nicht mehr ging. 那神父他也遇到过说有很多很虔诚的人，但是最后还走到自杀的路，因为他们觉得就是已经进入绝境了。Natürlich ist es immer für die Hinterbliebenen schwer, weil in der Suizid steckt auch ein aggressiver Akt gegen die noch leben.
那对于留下来的这些亲友来说，其实这也是非常难过的事情，因为毕竟很难接受的是，毕竟自杀它也是一种非常极度具有攻击性的一种行为，是对于那些留下来他周边的家属来说的话，它也是一个具有攻击性的行为，而且是最严重的攻击性的行为，用结束自己的生命来对抗其他的人。Bei den Kursen über Verweis der Eltern sind ungefähr 20% der verstorbenen Kinder durch Suizid gestorben. 那神父所开的这个悲伤辅导的课，那些失去孩子的家长呢，大概有20%的原因，孩子都是自杀过世的。Es wäre schlimm, wenn diesen Eltern keine Hoffnung machen würde. 所以呢，如果你面对这些家长的时候，你没有给他们任何的希望的时候，这是非常糟糕的事情。Oft steht man vor einem Rätsel, warum oft waren es junge Männer oder Menschen, die ganz lebendig waren und ausgesehen haben. 那对于我们来说，有很多无法了解的事，就是说，这年轻的人他有这么多的生命活力，他外表也长得很好看，他为什么还会去自杀？ Irgendetwas hat sie nicht leben lassen. 那事实上，你可以知道说，一定是有一些让他自己觉得他活不下来的原因。 So tut die Treue durch und wir die Hoffnung haben, dass sie bei Gott sind, im Frieden mit Gott. 所以，当我们能够真的透过悲伤处理悲伤的方式，穿越悲伤的时候，我们也可以相信说，这样一个年轻人，这个孩子他也是在上帝那里的。 Und manchmal gibt es dann auch so Zeichen, wie ich vorhin von diesem Mann erzählt habe, der Frau das Buch geschenkt hat. 那有时候我们也可以透过一些记号、一些方式来了解这个年轻人，这个孩子他所留下来的讯息。比如说刚刚所讲的例子，这一个自杀的先生，他留给他太太一本书。 Eine Mutter erzählte mir, der Sohn hat auch Suizid begangen. 5 Jahre nach dem Suizid war sie im Garten und es ist eine Wunde aufgeblüht und das war für sie genau wie, das ist der Sohn, der blüht auf, der ist bei Gott aufgeblüht. 那有一个妈妈，她就跟神父说呢，她的儿子是自杀过世的。她在5年之后，在他们花园开了一朵花。那这一朵花对妈妈的象征来说，就是这个孩子生命继续开放在那里。 Der Vater erzählte von einem Sohn, der Suizid begangen hat. 会有一个爸爸呢，就是提到说呢，他的儿子是自杀过世。 Der war Musiker und hat selber Musik geschrieben und Lieder komponiert und die selber gesungen. 那这个孩子他是一个音乐家，做音乐的，那他也做了很多的曲子，然后也把它录起来，然后自己也唱。 Der Vater hört jetzt eben seine Lieder an und hört hinein, was war seine Botschaft, was ist das, was er eigentlich wollte, aber was er selber nicht leben konnte, weil er nicht die seelische Kraft hatte. 那么他的父亲就透过听他这个儿子留下来的这些音乐带，然后去了解说他的儿子到底有什么样的状况让他活不下去，他到底是什么原因让他觉得他没有办法再继续生活下去了。所以这就是去了解他儿子所留下来的讯息。 Wichtig ist der Glaube, er ist von Gott nicht ausgeschlossen und deswegen sollen wir ihn auch nicht ausschließen von unserem Leben. 所以呢，我们可以相信的是说，他这样的一个自杀的人，他也不会被排除在上帝的爱之外的。所以，我们也不能够把他们自杀的这些人排除在我们的生命之外。 Gut, bevor ich weiterfahre, gibt es vorher noch Fragen? 如何看待因久病、精神疾病而所苦？那应该神父刚刚已经回答过。如何看待有些人久病，然后精神疾病所苦，而选择自杀时，那为何发生这样的事情？那他会说他们的灵魂呢会归到何处？ Warum so etwas passiert, wissen können wir auch nicht erklären. 那当然，没有人可以解释说为什么会发生这样的事。 Die Menschen sehen einfach auch keinen Ausweg. 通常就是因为这些人他已经觉得没有出路可以走了，他才会选到这一步。 Und ihre Seele geht genauso zu Gott wie unsere Seele. 那神父相信他们的灵魂还是跟我们的灵魂一样，死后是走到
Für viele ist das Bild des Gerichts eher negativ. 那但是有些人呢是用负面的方式来看审判。 Auch Gericht heißt ja nicht, dass wir verurteilt werden. 那但是神父是这样看审判的，审判不是说我们在那里被上帝呢判断或者是判决， Das Geschaße, das uns Gott auf sich hin ausrichtet. 而是说我们站在上帝的审判台前，那上帝会给我们那样的一个机会，在那里再重新扶持我们，然后让我们能够朝向上帝。 Aber je mehr wir gegen unser Wesen gelebt haben, desto schmerzlicher ausgerichtet werden auf Gott. 那当然呢，如果你过去在世的生活是越偏离这个上帝的这个我们的信仰的，或者是偏离这个上帝所期许的，那么当你去站在审判台前的时候，你去面对上帝的这种矫正的时候，你当然内心的痛苦，在当时要承受的痛苦就越大。 Gut, sonst noch Fragen? 还有问题吗？关于审判的。 关于审判那问题，因为比较多的哲学跟神学的思考，所以神父在这里没有提到。那一本那个生命终点的盼望，我觉得神父写到审判的那一章写得非常好，就是他在提到说那个审判的看法，还有一些就是关于基督徒一些比较狭隘的一些想法。那如果面对非基督徒的时候，常常会被质疑的那些部分，好，所以那个审判的部分，如果有兴趣的人是可以去参考那本书。 还有问题吗？Das Fürbittgebet der Verstorbenen hat verschiedene Bedeutungen und auch verschiedene Phasen. 那么为过世的人祈祷对神父来说有几个意义，然后有不同的阶段。Das Fürbittgebet ist eine Begleitung des Verstorbenen über den Tod hinaus. 那第一个就是为过世的人祈祷，是希望呢透过我们的祈祷陪伴这个人去跨越这个死亡的这个界限跟门槛。 Dass wir beten für ihn, dass diese Begegnung mit Gott für ihn gut wird, dass er sich hineinfallen lassen kann in die Liebe Gottes. 那当然，我们就是说，我们为他祈祷，希望他在遇到上帝的时候是一个很完整的、美好的过程。那我们也希望说，他在遇到天主、遇到上帝的时候，他可以也降服在上帝的爱当中。 Das ist ein Ausdruck der Liebe über den Tod hinaus. 那这其实所表达就是说，我们对于这个死者的爱是超越死亡的。 Natürlich gab es in der katholischen Kirche auch Fehlformen dieses Gebetes für die Verstorbenen. 当然，在天主教会里面，有时候也会把这种为死者祈祷的这样的方式理解错误，这样。 Das war ja auch ein Anlass für die Reformation vor 500 Jahren. 那这样子，当然这个所谓的理解错误，这也是在500年前为什么马丁路德会宗教改革的一个主要的原因。 Da hat man das Gebet so materialistisch aufgefasst, je mehr man betet, desto schneller kommt er aus dem Fegfeuer heraus. 那因为当时呢，就是以错误的一个理解，就是说，你如果为这个死者祈祷越多，他就可以越早脱离炼狱，然后进入到上帝那里。那甚至不是只有用祈祷，在当时还把它转化成一种物质上的方式，这样，所以才会引起宗教改革。 Das sind mehr Fehlformen, so materialistische Formen des Gebetes, dass man das Gebet als Leistung sehen kann. 那这就是把这个祈祷把它物质化了，然后把祈祷变成是一种把它变成是一种功效的一种效果，或者是把它变成一种你的成效。 Oder man feiert ja auch Gottes, also Eucharistiefeiern für den Verstorbenen. 那么或者天主教里面就我们在讲的，就是为过世的亲友奉献弥撒。 Oder manche, je mehr man den feiert, desto schneller muss er aus dem Fegfeuer kommen. 那有些人就把它理解为说，你奉献越多台弥撒，那这个死者就可以越早脱离炼狱。 Das sind die Fehlformen. Aber 那这其实是错误的一个想法。 was ist der eigentliche Sinn? 那它原本的意义到底是什么呢？ Also der erste Sinn ist
ihn begleiten, dass er Tod gelingt und wann das genau geschieht, wissen wir nicht. Also von der Psychologie her im tibetischen Totenbuch gibt es auch 40 Tage Begleitung und so gibt es auch in der katholischen Religion 40 Tage Begleitung. 那第一个我们可以理解，就是说，这是我们陪伴过世亲友的一种方式，通过我们的祈祷，我们希望能够陪伴他在面对死亡的那一段历程。但这段历程到底会有多长，没有人可以知道。但是在天主教或者是在西藏的传统里面，都会有说陪伴40天，就是说，这样的一个陪伴持续40天。Aber dann im Eucharistiefeier heißt es nicht wir beten für den Verstorbenen, wir gedenken der Verstorbenen. 那在所谓的这个奉献这个弥撒的状况呢，其实不一样，不是说我们在陪伴这个过世的亲友，而是说我们去回忆或者纪念过世的亲友。Und das ist wichtig, Eucharistie ist auch die Feier von Tod und Auferstehung Jesu und die katholische Kirche meint, wir hier Eucharistie feiern, feiern die Verstorbenen, das ewige Hochzeitsmahl mit Gott. 那么在我们在做这个弥撒的时候，或者做这个圣体圣事的时候，做圣餐的时候呢，那通常在天主教的一个解释，通常也是说我们在这里庆祝耶稣基督的死与复活嘛，在天主教的圣体圣事，那庆祝耶稣或者纪念耶稣基督的死与复活，那通常在如果特别把它针对是过世的亲友的时候，那就可以他又把它看成说过世的亲友也在天上这个永远的宴席里面，跟我们一起庆祝这样子的做这样子的一个圣体圣事，做这样的圣餐。Die Eucharistie gibt also die Grenze zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Verstorbenen auf. 所以呢，就是透过这样的圣体圣事，可以让我们超越这个天上跟地下的界限，把它连接在一起，也超越这个死亡的界限。Und wir tauchen ein in die Gemeinschaft der vielen, die jetzt bei Gott sind. 那也就是我们也是跟那些现在已经在上帝那里的亲友一起来做这个圣体圣事。Das ist auch eine Stärkung unseres Glaubens, wir sind nicht allein, sondern wir sind gestützt von den vielen, die bei Gott sind. 那如果这样想的话，这对我们的信仰也是一种可以坚定我们的信仰的，因为我们不是一个人在这里追求的信仰，而是我们那些过世的亲友、信仰前辈跟我们一起在追求这个信仰。Und wenn man eine Eucharistie feiert, am Jahrestag der Verstorbenen, dann ist es auch sinnvoll, dass man eben nach einem Jahr wieder die Gemeinschaft mit den Verstorbenen erlebt in der Eucharistie. 那么我们如果是在这个过世的亲友刚好过世整年的时候来做这个弥撒或圣体圣事的时候，我们也是用这种方式来纪念他。Und das Gebet, das persönliche Gebet für die Verstorbenen, wandelt sich dann irgendwann in eine Bitte an die Verstorbenen, dass die Verstorbenen uns begleiten, dass sie für uns eintreten, so wie wir die Heiligen beten, dass sie für uns bei Gott eintreten, so auch die Verstorbenen. 那么这种为死者、为过世亲友所做的祈祷呢，如果有一天它也会表达转变成一种性质，就是转变成祈祷这个过世的亲友也能够继续在内心陪伴着我们，或者是在上帝的面前为我们代求，就像我们其他的朋友为我们代求，或者我们祈求其他的圣人为我们代求一样。Natürlich braucht man das nicht unbedingt. 那当然呢，我们可以说，我们并不实际上我们并不真的需要这些东西。Wir können immer direkt zu Gott beten. 我们也会说，我们自己跟上帝祈求就好了，干嘛再透过这个过世的亲友？ Aber wenn Sie zum Beispiel ins Krankenhaus gehen und eine große Reise machen, dann bitten Sie auch immer Freunde, dass sie für Sie beten. 但是我们可以想象，如果我们要去旅行，或者我们需要去医院，我们去医院生病的时候，我们也会拜托我们的亲朋好友说：“你帮我代祷一下。”这样。 Und wenn wir uns getragen fühlen von Freunden, die für uns beten, so fühlen wir uns auch getragen, Verstorbenen, die für uns eintreten. 那所以，我们透过别人代祷，我们就会感觉到说，别人是在支持着我们，别人都在旁边一起扶持着我们。那我们祈求这个过世的亲友替我们代祷，也是一样的意思，就是我们会感觉到受到这个过世的亲友的扶持。这样可以理解吗？ 我是说，实际上在那个亚当。
Lebensjahre sind nicht wirklich, also dass einer 900 Jahre gelebt hat, das ist sehr unwahrscheinlich. 那神父认为说这样的年的岁数当然是不可能的，因为就人来看，人的寿命不可能到900年。Was die Symbolik genau ist, können wir heute nicht mehr sagen. 那我们今天没有办法去了解说它到底象征了什么意义。Eine Aussage ist sicher, die Menschen im Einklang mit Gott gelebt haben, haben lange gelebt. 只有一个说法，就是说那些跟上帝能够和谐的活着的，就是跟上帝有和谐关系的人，那他们是活得很长的，这可能是他的象征意思。Und sie, das heißt immer, sie sterben satt am Leben. Sie können das Leben gut loslassen, weil sie das Leben wirklich gelebt haben. 那另外一个意思，也就是说呢，他们是可以真的放下，放心的走的，因为他们真的活得够久了。那他在这种活得够久的状况下，他是可以安心的放手的。那所以是说，我们中文讲的可能就是那叫什么死得其所，大概这个意思，就是说寿终正寝，没错，就是寿终正寝，就是就是活到那岁数满意了这样。Gut, dann würde ich doch noch ein paar Gedanken über den Segen sagen. 好，那神父呢，接下来要讲就是有关祝福。Jeder Christ ist von Gott gesegnet. 每一个基督徒都是被上帝所祝福的。Aber wir dürfen auch selber ein Segen sein. 那其实呢，我们每一个人也因为这样是可以成为别人的祝福的。Die schönste Zusage, die Gott einem Menschen machen kann, ist die an Abraham. 那最美的一个祝福的是说，上帝去跟亚伯拉罕所讲的一个应许。Dass Gott, du sollst ein Segen sein. 那上帝跟亚伯拉罕说，你会成为众人的祝福。Das können wir auch im Indikativ sagen, ich bin ein Segen. 那我们也可以用肯定的方式来讲这句话，跟自己说，我就是一个祝福，我就是别人的祝福。Aber wir sagen lieber von einem anderen, ein Pastor ist ein Segen für seine Gemeinde, eine Mutter ein Segen für die Familie. 但是我们通常在讲到成为别人祝福的时候，我们比较喜欢讲别人，比较喜欢讲说一个牧师或者神父是这个教区的祝福，或者一个母亲、一个父亲是孩子的祝福。Aber wenn wir sagen, ich bin ein Segen, dann melden sich ganz viele Widerstände. Ich auch nicht mit meinen Fehlern und Schwächen, ich habe doch nichts Besonderes zu sagen. 但是当我们去用肯定句讲我们自己说我就是别人祝福的时候，我们内心会感到一些这个对抗或者是觉得一些讲一些我们就会开始反抗这样讲法。比如说你就说我根本是不够好我有这么缺点我怎么可能成为别人的祝福？ Ich kann mit dem Ich bin ein Segen nicht angeben. 那我们不是要用一种很自大的方式、骄傲的方式说我就是别人的祝福， Ich kann nur in Demut und Dankbarkeit immer wieder mal wahrnehmen. 而是我们要带着谦卑的心跟感恩的心去感受到我们已经成为别人的祝福。 Da durfte ich ein Segen sein. 那真的，我们在这样的状况下，我们就可以成为别人的祝福。 Die Abrahams-Geschichte zeigt uns, wie wir Segen sein können. 那从亚伯拉罕的故事，我们可以看到说，我们要怎么样成为别人的祝福， Nicht indem wir viel leisten, 而不是透过你做了多少的事情，有多少的成就， sondern Abraham muss ausziehen aus dem Vaterland, aus der Stadt und aus der Heimat. 那第一个是亚伯拉罕呢，必须迁出他原来的父祖的家，他必须要迁出来，从原来旧的地方迁出来，迁移出来。 Und die frühen Mönche haben diesen Ausdruck dreifach verstanden. 那早期的修士呢，是用3种方式去了解这个迁出来这个动作。 Ich muss ausziehen aus allen alten Gewohnheiten, aus allem, was mich am Leben hindert, was mich gefangen hält. 那第一个是从我们旧有的习惯当中迁出来，从那些本来捆绑我们的、辖制我们的、限制我们的这些习惯当中迁移出来。 Ich muss ausziehen aus den Gefühlen der Vergangenheit, aus den verletzten Gefühlen, aber auch aus dem Schwärmen für die Vergangenheit. 那么我们第二个人是必须从我们过去的伤口当中，从过去的伤害当中走出来，或者说从一个只会停留在回忆过去的这种回忆过去的英雄事迹的状况下走出来。 Also ich muss ausziehen aus den Bildern, die andere Menschen vermittelt haben, um in meine eigene Gestalt hineinzuwandern. 那第3个早期修士是认为，我们必须从那些别人
当中走出来，然后才能看到自己。Ich muss ausstehen, das Vergangenheit und jetzt ganz im Augenblick zu leben. 那我们必须从那种停留在过去的状况下走出来，然后活在现在的当下。Das dritte, ich muss ausziehen aus den sichtbaren Dingen und auf das Unsichtbare hinwandern. 然后再接下来就是我们必须从那些所看得见的事物当中走出来，去面对那些所看不见的事物。Im Hebräerbrief heißt es, dass Abraham gewandert ist auf eine ewige Heimat hin. 在希伯来书里面呢，他特别强调就是说，亚伯拉罕他是走出原本的富足之地，走到那个走向这个永远的家乡。Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. 那保罗也特别说，我们的家乡是在天上。Wandern heißt immer auf ein letztes Ziel hin wandern. 那所谓的这种就是走出来呢，就是要走向那个最后的这个目标。Wenn ich mir das bewusst bin, dann bin ich ein Segen. 那如果我能够从这些了解从这些地方走出来的话，其实我们就可以成为别人的祝福。Der Segen hat 4 Bedeutungen. 那么祝福本身呢，也带有4个意义。Das lateinische Wort Benedicere heißt gute Worte sagen. 那第一个是拉丁文，它祝福的意思叫 benedict， 它的意思就是讲良善的话语。Vor ein paar Jahren kam ein junges Ehepaar zu mir und bat mich, ich möchte sie segnen. 几年前呢，有一对年轻的夫妇来找神父，然后让神父呢帮他们祝福。Denn so sagten sie, wir haben so viele Fluchworte gehört. 那因为这对夫妇跟神父说，他们听到太多诅咒的话。Wir haben ständig gehört, der passt sowieso nicht zusammen, es wird sowieso schief gehen. 因为他们就听到别人对他们的婚姻的诅咒，说你们根本不适合在一起啊，你们的婚姻一定不会成功。Und gegen diese Fluchworte braucht es gute Worte. 那为了要抵抗这些诅咒的话语，所以这对夫妇他们就需要一些祝福的话。Ich begleite immer wieder Menschen, die das Gefühl haben, ja, sie sind der Kinder verflucht worden vom Vater. 那神父曾经陪伴过很多人，他们都是小的时候听过很多这个诅咒的话语，比如说父亲对他们的诅咒。Früher hat dann so ein Fluchwort eine magische Wirkung zugeschrieben. 那在以前呢，甚至会把这个诅咒的话语呢，用一种它会带来，它是具有一些魔力的控制力。Aber wir wissen, dass so negative Worte durchaus psychologisch eine verletzende Wirkung haben und manchmal ein Christ leben können. 那但是现在的心理学上是会解释说，其实这种诅咒的话语是会对我们的心理产生负面的影响的，而造成一些负面的效果。Aber wichtig ist, dass diese Fluchworte keine absolute Macht haben, sondern wir sollen uns eben unter den Segen Gottes und die guten Worte Gottes stellen, damit die krankmachenden Worte auflösen. 那很重要就是说，当你回想起或者有这种被诅咒的这种经验的时候，你不要给这样的诅咒的话语太多绝对的权利去控制你，而是你就用上帝良善的话语去抵御这些诅咒的话。Aber Fluchworte sind nicht nur so verfluche dich, sondern auch verletzende Worte. 那所谓的诅咒的话语，并不只是说我们讲说诅咒这个人的怎么样遇到什么坏事，而是说一些伤害性的话语，它也是属于这种诅咒的话语。Eine Kindergärtnerin erzählte mir, sie wundert und sie erschrickt oft, wie viele Kinder ungesegnet in den Kindergarten kommen. 有一个幼稚园的老师，他曾经跟神父说，他真的非常惊讶，现在很多的小孩子去幼稚园的时候，是带着诅咒的话语、不好听的话语来上学的。Manche katholische Eltern legen dem Kind die Hand auf, machen Kreuzzeichen und sprechen Segen, sei gesegnet. 有一些天主教的父母亲呢，就是正面就是比较正面的做法呢，是有一些天主教的父母亲，他们会在孩子要离开家里上学之前，在他们头上画一个十字圣号，表示上帝祝福你、保护你。Aber die hören weder ein Kreuzzeichen noch gute Worte. 那不只是画这个十字圣号，还会再加上一些良善的话、祝福的话。Sondern eher so Fluchworte wie jeden Morgen machst du den Stress, dann müssen alle auf dich warten, immer bringst du die ganze Familie durcheinander. 但是呢，现在的家里有些就不这样做了，就变成说他不是讲祝福的话，而是呢开始说这个小孩子呢，就是说早上起来就是说啊，你动作怎么这么慢啊？你这个都是害我们家里都会迟到这样。Und wenn ein Kind mit solchen
Fluchwort nach außen geht, dann wird auch das Herz verschließen. 那如果孩子是带着这种被责备的话语去上学的话，那么他的内心呢就会封锁起来。Also wir sehen uns nach guten Worten. 所以每一个人呢，他的内心都是在渴望着良善的话语的。Das gute Wort, das wir in der Taufe gehört haben, haben wir schon angeschaut. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir bin ich wohlgefallen. 那么良善的话语，就像我们今天早上说的，在受洗的时候，我们所听见的，上帝跟我们说：“你是我喜爱的儿子，你是我喜爱的女儿。” Die zweite Bedeutung des Segens ist Frucht bringen. 那第二个祝福的意义呢，就是结出丰盛的果实。Gott segnet in der Schöpfungsgeschichte Adam und Eva und sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. 那在创世纪的时候呢，上帝祝福亚当跟夏娃说：“你们要在地上生养众多。” Das ist ein Ursehnsucht des Menschen, dass das, was sie tun, Frucht bringt, dass es Segen bringt. 所以这是我们人的一个最原始的一个渴望，就是我们能够结出丰盛的果实。Ich kenne Menschen, die viel arbeiten, aber es kommt nichts dabei heraus. 那神父也接触过很多人，就是说工作很努力啊，但是却没有什么成效。Dass die Arbeit eher aus dem eigenen Ego heraus. 那其实很多状况都是因为我们是带着一种自私的心，一种这个自我中心的一种想法去工作的。Ob unsere Arbeit Frucht bringt, hängt eben von Gottes Segen ab. 那其实我们的工作能不能带来祝福，能不能结出果实，其实是交在上帝的手里的。Und da ist für mich ganz wichtig das Abendritual. Ich kenne viele Menschen, die jeden Abend sagen, hätte ich doch anders entschieden, wäre ich doch freundlicher gewesen mit mir, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, mit meinem Mann. 然后呢，所以在这个时候，一个很好的晚上仪式的帮助就很重要。因为呢，神父曾经经验过有很多人，那晚上睡不着，因为到了晚上的时候，他们还是在想白天的事情，想说如果呢，我刚刚跟我先生讲话怎么样就会比较好，如果我跟我小孩子再和善一点就会比较好，如果我怎么样又会比较好。Und das bringt dann gar nichts, da kommt man grübelt und kann nicht schlafen. 然后呢，这其实不会带来什么帮助的，你只是一直在那里钻牛角尖，然后就睡不着。Und da ist eine Ursehnsucht, dass ich den Tag, der so gelaufen wird, verändern. Ich halte den Gott hin, damit er ihn segnet. 那其实呢，我们白天所过去的都已经过去了，发生的事情就已经发生了，那你也无法再改变它。所以一个比较好的方法就是把这些所发生的事情直接就摆在上帝的面前，求上帝祝福。Und das ist eben das Vertrauen, dass Gott das nicht optimal geführte Gespräch trotzdem zum Segen werden lassen kann. 那这样子的方式就是，你可以把这些你觉得不够理想的谈话，还是摆在上帝手里。你相信透过上帝的祝福，即使这谈话你不如你所想象那么理想，但是它还是可以变成别人的祝福。Das ist ein Aspekt von, dass Gott aus dem Vergangenen das segnet, damit es Frucht bringt. 那这就是说，我们希望这是一个面向，就是说，我们希望上帝祝福那些过去发生的事情，然后透过这样的祝福带来丰盛的果实。Es gibt eine schöne biblische Geschichte, die dieses Bild Segen als Frucht bringen zum Ausdruck bringt. 那在圣经里面有一个很美好的图像，就是讲到这个祝福怎么样跟结出丰盛的果实做连接。Die Geschichte von Maria und Elisabeth. 那这是一个就是玛利亚，耶稣的母亲玛利亚跟她的表姐伊丽莎白两个怀孕的妇女见面的时候。Maria begegnet Elisabeth. 那玛利亚呢，她去见伊丽莎白。Aber das heißt in der Bibel, sie stand auf und sie machte sich auf den Weg über das Gebirge. 圣经里面描述一个场景，就是说玛利亚站起来，然后翻山越岭去找她的表姐。Damit ich beim anderen ankomme, muss ich erst über den Berg von Vorurteilen gehen oder von inneren Widerständen. Wir haben dann viele Fragen, vielleicht hat sie keine Zeit, vielleicht mag sie gar nicht, dass ich sie besuche. 那这样的一个图像，可以让我们看到两个人相遇之前呢，这个玛利亚她是翻山越岭，就是说翻过那些困难。什么叫做困难呢？有可能是当我们要去拜访一个人的时候，你有可能会觉得说，我这样拜访不知道好不好啊，我这样拜访不知道他喜不喜欢。那你内心会产生很多的抗拒力，
先跨越这些困难，就是翻山越岭。Und Maria bricht ähnlich wie Abraham aus den Gewohnten aus ihrer Heimat und sich über das Gebirge zu geben, bei Elisabeth anzukommen. 那玛利亚就像这个亚伯拉罕一样哦，他必须先走出他原本的家，他必须先走出来，然后翻山越岭才能够到伊丽莎白那边去。Aber als sie ankommt und Elisabeth umarmt, wird sie zum Segen für Elisabeth und ihr hüpft das Kind auf. 那当玛利亚到达伊丽莎白她家的时候，那跟她互相拥抱的时候，伊丽莎白就感觉到她内在的那个胎儿在那里跳动。Die Jüngere wird also für die Ältere zum Segen und macht sie lebendig. 那我们在这里看到说，就是一个年轻的人，他成为一个老人的祝福，然后带给老人呢这个内在生命的一个跳动。Das sind auch Kinder ein Segen für die Familie, weil sie neue Segen hineinbringen. 那么这里也是一个图像，就是孩子他也会成为家庭的祝福，因为孩子可以带给家庭生命力。Und die Ältere segnet die Jüngere. Du bist gesegnet ist die Mutter meines Herrn, gesegnet bist du mehr als bei anderen Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 然后接下来这个年纪比较大的年长的人的伊丽莎白就去祝福这个年轻的表妹，然后就说这个玛利亚呢，她是最受祝福的一个女子。Im katholischen Bereich bieten wir immer wieder das Ave Maria. 在天主教的一个祈祷当中，就有这个圣母经的祈祷。Und das beten wir uns in den eigenen Segen hinein, dass wir genauso wie Maria gesegnet sind, dass die Frucht unseres Leibes gesegnet ist. 其实呢，这就是不是只是在祈祷玛利亚，而是我们把我们自己就当成玛利亚一样祈祷，就是我们知道说我们是受到祝福的，我们是可以带来丰盛果实的。Und wir bitten eben darum, dass auch unser Leben Frucht bringt. 那我们也在里面祈祷说，希望我们的生命也可以结出丰盛的果实。Die dritte Bedeutung des Segens ist behütet und geschützt sein. 那第三个祈祷的意义就是被保护。Und das hat auch verschiedene Aspekte. 那这也有几个层面。Das Segen kann einen einhüllen wie ein schützender Mantel. 祝福呢，就像是一件大衣一样，可以包裹在别人的身上。Das Segen ist wie ein Schutzschild für uns gegenüber den Verletzungen von außen. 那么，其实祝福也可以像一个保护伞一样，把我们呢，让我们不要再受到那个伤害我们的人所纠缠，内在的纠缠跟内在的侵扰。Und diese Schutzfunktion des Segens zeigt sich in der christlichen Tradition vor allem im Kreuzzeichen. 那么，这样子具有保护作用的祝福呢，可以让我们就是从那个基督教传统宗教传统的十字架里面看到。Das deutsche Wort Segen kommt von Signale. 那德文的祝福叫 Segen， 那它的字根呢是 Signal， 就是一个信号的意思。Das meint eigentlich mit einem Zeichen bezeichnen, das meint eben das Kreuzzeichen. 那信号的意思就是说，信号本身就可以成为一个祝福。那这个基督宗教的信号呢，就是十字架。Die frühen Christen haben schon im 1. Jahrhundert alle Gegenstände mit dem Kreuz bezeichnet. 在早期的基督徒，在第1世纪的这个最初基督徒呢，他们就是已经习惯可以就是在所有的东西上面画十字圣号。Und sie haben sich selbst mit dem Kreuz bezeichnet. 那他们也在自己的身上也画十字的圣号。Die Bedingung dieses Kreuzzeichens ist die Deutung des Kreuzes im Johannesevangelium. 那这样的一个十字圣号的意义，我们可以从约翰福音里面看见。Im Johannesevangelium ist das Kreuz ein Bild für die Vollendung der Liebe, da die seine Liebe liebte sie bis zur Vollendung. 那在约翰福音里面，这个十字架的意思呢，其实就是一个完整的爱。然后因为耶稣在十字架上也说呢，我要爱你，爱到整个完全，就是它象征的是一个完全的爱。Die andere Deutung im Johannesevangelium sagt Jesus vom Kreuz herab, wenn ich alle an mich ziehen, Kreuz bringt mir die Umarmung. 那另外一个方面呢，那个约翰呢也从他也在描写十字架，就是说，耶稣在十字架上说呢，我要在十字架上吸引万人来归向我。Wenn man sich mit dem Kreuz bezeichnet hat oder wenn man einen anderen mit dem Kreuz bezeichnet hat, hat das zwei Bedeutungen. 那么，当我们在东西上
第一个就是表示说，你呢是无条件的被接纳的，你是完全被接纳的。 Das Kreuz ist eben ein Bild, dass die Liebe Gottes in mein Denken hineinströmt, in die Vitalität und Sexualität, in das Unbewusste und das Bewusste. 然后呢，你身上自己画，天主教徒会画那个十字圣号哦。那这样十字圣号的意思就是说，我的 Das Denken, der Geschichte, das 我的想法，我的那个理智呢是受到祝福的。那么我的活力，